Deze laatste 2 zinnen hebben we gezien dat we als christenen kennen en zullen in een grote verlangen hebben voor Jezus. In deze series waar we bij zijn, die naam zich, die heet Mea von Jesus. We willen van deel zijn waar we dit aannemen doen. En van deel is een zeer passende zindag voor deze boodschap. Wegen van deel is een overmoezindag. En ik wist dat je een klein beetje uitmerken kan van deel smars. We worden je later napkrijgen dat je overmoe komen holen van fern als een voorbeeld van te Jezus gaan. So de boodschap van deel, de naam voor de thema van deel is, kom te Jezus. Ik wil van deel veel zijn wat ik hoop niet wat niet is voor ons. Maar wat er krachtens overmoe is, ons wat er hopen denken, wat we al vielleicht weten. Van deel de boodschap, dat is ook mijn ziel. Viele van deze dingen, wat we al weten, maar ik wil ons van deel aansporen. Ons hopen denken, dat we den stap kunnen nemen. Niet bloos weten, wat we kunnen doen, wat we zullen doen, om nodig te Jezus te komen, maar dat werkelijk doen. Sehr viele von uns, wir weten graag wat Jezus zijn roep is voor ons. Wir weten sehr graag wat hij van ons verlangen dat, aber wir zitten en wir denken so een dag. Van deel wil ik ons aansporen, waar we van deel te Jezus gaan. Jezus zijn roep, kom te mij, alle je weer bedreigd zijn, kom te mij, alle je weer zinder zijn, der is van deel, der is niet van morgen, en ik wil je van deel aansporen, kom te Jezus. Wanneer we aan deze roep denken, kom te Jezus, we denken verken, dat is bloos voor die, wir nog niet Jezus kennen. En wat overal deed, is dat helpt ons denken dat alle van ons, wanneer we ook bekeerd zijn, wanneer we ook wedergeboren zijn, we zullen niemals denken, ons fehlt niet meer Jezus. Ons fehlt immer Jezus. Ons fehlt Mea en Mea von Jesus. Hij is ons eeuwig leven. Hij is ons eeuwig brood. En het is der, waar hij op een kruis staat, en zijn Auferstehung, wo der wie werkelijk de kracht haben, om hem nafolgen. So we kunnen niemals denken, ons fehlt nicht mehr Jesus. Wir haben all Jesus. Ons fehlt jeder Tag, hopen te denken, dat we, wanneer we niet in Jesus zijn, en wanneer we niet in hem wären, wir würden noch Sünder sein. Die Bibel lehrt uns, dat wanneer we in Christus zijn, dann sind wir nicht mehr Sünder, wir sind gerecht vor Gott. Und wenn wir dann Sünden tun, wir haben einer, Jesus Christus, wer anstündet für uns. Dort wir deswegen unsere Radung haben, aber wir dort die Gelegenheit haben, unsere Gemeinschaft, unser Verhältnis mit Jesus weiter abmerken, dort wir in Kloren stehen mit ihm. Uns fehlt Jesus. Und wir haben niemals vergessen. Du hast bloß ein Weg, wo der wie zu Gott kommen kann. Apostelgeschichte, Kapitel 4, der 12. Vers, sagt es steht. Und du hast auch gesagt, keine Radung, willst uns Menschen in Unger dem Himmel, sagst keine Nummern gegeben, durch den wir kennen, seilig worden. Du hast bloß ein Numm. Du hast bloß ein Numm, wo wir, wenn wir den Numm anraupen down, wenn wir an den einen Numm, die eine Person mit diesem höchsten Numm glauben down, dort wir das ewige Leben haben. So uns fehlt einmal Jesus. Und an der Einladung, komm zu Jesus. Es ist eine Einladung, wenn wir noch nicht Jesus kennen, das ist für alle Menschen. Jesus seine Verlangen ist, dass alle Menschen kommen zum Glauben, dass sie ihr Rat können sein, dass sie nicht dürfen verloren gehen, aber alle Menschen das ewige Leben haben. Lukas Kapitel 19, der 10. Vers sagt es steht, willst die Menschen sehen, als sie kommen, die zu segnen und solche zu merken, die verloren sind. Freund von Deus Smars, hat Jesus Christus die gefangen? Und eine Frau vielleicht hast du die selbst Loten fingen? Oder verstärkst du noch von Jesus? Jesus ist gekommen, die zu segnen und die solche zu merken. Und wenn von Deus Smars, wenn du das noch nicht hast getan, die abgemerkt mit Jesus, von der ist der Tag, komm zu Jesus.
Der Wort von Gott erst für die, wer noch verloren sind. Jesus gab uns die Gleichnis von der Hort, wer 100 Schub hatten. Und er braucht seine Schub lernen, er told die, wir 99 Schub, was er da hat. Er wusste, wie einer verloren. Was tat er? Am wieder nicht gut genug, dass er müsste von seiner Schub hat, er jenk und fing sich den Unterschub auch. Da würden wir so sagen, ich habe 4 Sehens. Und wir würden irgendwo in Stuhl angehen. Und über die Zeit, dann verbesselt ein Jung sich. Dann sollst wir rübergehen, dann würde ich zu meiner Frau sagen, wir haben 3, das ist mein Hof von den Jungs, wir haben ein Haus vorn. Das ist ein Sagen oder Futter. Und kriegst du erst mit Gott. Wenn du so eine sein, will noch verloren sein, sie hört erst für dich. Sie hört erst für die, wenn du noch nicht gefangen bist. Komm zu Jesus. Und von der ersten Tag, wo die kann abmerken mit Gott. 2. Korinther Kapitel 6, der 2. Vers sagt, er sagt, aus der Zeit kam, gnädig zu sein, und hier akjünt. Und aus der Tag kam, zu raten, Haupt akjünt. Horch mal, die angenommene Zeit als nu, der Tag zu raten als nu hier. So, ich weiß, ich rede zu Sonne, wer noch nicht Jesus angenommen hat. Ich will ihn von dir als Freund kriegen, zum Jesus kommen. Und dann von der, wenn wir top overmorgen haben, ich will zu uns reden, wer Jesus angenommen hat. Sehr wie Christen, sehr wie Jesus Christus nur vorher, wer ein Verlangen hat, jeder Tag mehr von Jesus zu kriegen. Jesus besser lernen kann, uns mehr Hand geben, so dass wir das beleben, die scheine Gemeinschaft, was wir in Jesus haben. Und ich will ihn von dir, der Gott nur recht geben. Wenn ihr wollen Zeit nehmen für Jesus, er wird dein Leben ändern. Er wird. Ich habe das selbst in meinem Leben belebt, was Jesus kann tun, weil er mein Leben hat geändert. Und ich weiß von der Smart Seiten hier sind, wer auch Zeugnis kann geben. Das ist, was Jesus getan hat in mir. Und lieber Freund, das kann bloß der Zeit nehmen für Jesus. Zeit apart sagen, dort wir können wörtlich dort hören von ihm und Zeit nehmen, um dort sein, was uns fehlen wird. Und dort ist, wo der wie geändert worden. Das meint dann auch, dass wir an Gott seine Gnade halten. Nicht an unsere Worten, nicht an unsere Energie, nicht an unser beste Weg, wo wir proben, die Gesetze zu halten, aber an Gott seine Gnade und sie nur allein. 2. Korinther Kapitel 12, der 9. Vers sagt es das. Aber seine Antwort wie, meine Gnade ist genug für dich. Weil meine Kraft ist in schwachen Menschen stark. Deswegen rede ich am liebsten von meiner Schwachheit, da Christus seine Kraft für mich zu sein ist. Wenn du Jesus hast, dann hast du seine Gnade. Und Jesus und seine Gnade ist alles, was dir fehlt. Und Jesus Christus wörtlich ist genug. Uns fehlt nicht, was ordnet, dass wir reich für Gott sind. Uns fehlt nicht, was ordnet, wo wir feiern, dass nu habe Jesus fehlt uns, was ordnet nach besiegt Jesus, dass wir wörtlich kann, Gott nur vor ihr sein. Nee, wenn wir Jesus haben, dann haben wir alles, was uns fehlt. Wir sind gerät durch ihn. Wir wurden heilig gemerkt durch ihn. Hij erst die wer der Held Jesus geschickt hat, um uns eine wahre Geburt zu geben. Hij erst die wer uns die Kraft geben, um für Jesus zu leben. In Jesus haben wir alles, was uns fehlt. Wenn wir dann so denken, ich habe Jesus, mir fehlt mehr, mir fehlt mehr. Uns fehlt nicht, was ordnet, uns fehlt mehr von Jesus. Hebräer Kapitel 10, der 14. Vers, sagt es das, hij heeft die, dat je heilig worden, durch ein Opfer ewig vollkommen gemerkt. Und das, was wir von der wollen sein, das ist ein Symbol von Abendmahl. Durch sein Opfer
hat uns ewig vollkommen gemerkt. Lieber Freund, wenn du in Jesus bist, dann bist du ewig vollkommen. Nicht wegen du bist vollkommen, aber Jesus seine Gerechtigkeit ist aus einer Tag über die, so dort, wenn Gott die sein wird, heißt es, wo Jesus vollkommen ist, und du wegen bist du auch vollkommen. Und dieser Raub kommt zu Jesus, als ein Raub, wo wir immer weiter kann zurückkommen zu Christus. Und hier wollen sie denken, was das Prediger hier smart predigen, dass das overtrocken sind. Das ist in vielen Fällen eine Erweckungsbotschaft. Das ist eine Botschaft für alle, die wir noch nicht in Christus sind. Und die wir in Christus sind, das ist eine Botschaft, dort wir uns halten denken. Und das ist, was obenmal ist. Wir kommen weiter nach der, um uns halten denken, da wird niemals eine Zeit sein, wo wir nicht mehr von Jesus fehlen. Wir sollen einmal zurückgehen zu Jesus. Wir gehen zurück zu Jesus, wegen er ist der, der uns ewig leben wird. Und wenn wir nicht Leib kriegen von anderen, er ist der ewige Gott, wer Leib ist. Wir können zu Jesus gehen für Leib. Wir gehen zu Jesus für unsere Identität. Er hat uns gemerkt. Er hat uns Gaben gegeben. Er hat uns geraten für eine Ursache, dass wir am dienen können. Und wenn wir nicht wissen, wer wir sind, wir gehen zu Jesus in Armfrei und wer sind ich? Und was sagt Jesus? Du bist mein Kind. Ich habe dir geraten. Ich habe dir gemerkt für eine Ursache. Du hast einen Purpose hier. Ein ewiges Leben zu haben, was hier anfangen wird, wo wir eine Seite Verhältnis, eine Seite Gemeinschaft haben mit Jesus. Der Anruf von dir erst war, komm zu Jesus. Und wenn wir wissen nicht, was unsere Meinung ist, was unser Lebensziel soll sein, wir halten uns weiter denken, dass bloß dort, was für Jesus getan ist, wird ein ewiges Leben bringen. Er ist die Ursache, warum wir morgens abstehen und mutig sein. Er ist die Ursache, warum wir verder checken mit Hoffnung zu unserer Zukunft. Jesus ist unsere Ursache. In den Zeiten, wo das schwer ist, in den Zeiten, wo wir nicht wissen, wo wir wiederkehren, Jesus ist unsere Kraft. Er ist uns Tröster. Er ist uns Freund. Und ich weiß, wenn viele wären, ich habe mit vielen von euch geredet. Die letzten paar Monate für viele von euch ist schwer gewesen. Ihr habt alle Sorten durch, ihr habt alle Sorten gesehen, ihr habt Dinge durchgegangen, ihr habt Dinge belebt, die schwer sind. Weil wenn wir in Christus sind, seine letzte Wort, was heute seine Jünger sein, die vorher in den Himmel führt, sind das. Matthäus Kapitel 28, 20 Vers sagt es dort. Lehrt an alles zu tun, was ich euch befallen habe. Aber der nächste Wort ist sehr wichtig. Und verlot euch darauf, ich sie immer bei euch, beim Eng von der Welt. Jesus ist mit euch. Ihr seid nicht allein. Er geht mit euch, er ist ein Freund. Er hat volle Kontrolle, volle Macht über was immer ihr durchgehen. Und in Jesus kann wir Kraft und Trost haben. Und dann, wir gehen einmal zurück zu Jesus. Die Dinge, wo wir uns anfingen versklaven, die Dinge, wo wir uns anfingen, dass wir Sklaven sind und wir nicht frei sind. Und wir haben alle Sorten Dinge angewandt und wir sind verbunden. Alles, was wir sind, was nicht stimmen wird mit, was Gott sagt von uns. Jesus Christus hat alle dort in Kreuz genäht. Und du hast den Kreuz starb ans Fleisch, starb unser Sinn, starb unser Weidel, starb die Dinge, die uns zurückhalten dort vom Frieden in Christus leben. Und Jesus kriegt uns weiter zu Arm und sagt, komm zu mir, ich will ihn frei machen. Je kann frei leben und je sollen frei leben. So wir denken dann zu uns selbst, das hier ist aber sehr erscheinen. Komm zu Jesus. Wie können wir das praktisch beleben? In Englisch will wir fragen, how can we practically experience Jesus' presence?
Wo kan we in Jesus Christus zijn gängen wordt zijn, dat we dat persoonlijk kan beleven. Ik wil ons van der merken met een paar dingen. Eerstlich, we moeten in God zijn woord zijn. Een prediker Bijbel merkt, wanneer hij nog een dag daarvoor deed, en zij zijn bloot nemen wordt, de dokter zal zich tieren, dat de Bijbel forschen mag zijn bloot weer. Hij bracht dat als een bijspel. Maar dat hij zo veel tijd nemen deed voor de Bijbel, dat hij poort weer van aan. Je worden niemals een zeitere, betere, jongen wordt vingen, als een tijd wanneer je in God zijn wordt zijn. Du hast keine andere, betere weg. En zowel we Christen zijn we en Hunger en Dorsch haben für Gott sein Wort, dat God kan persoonlijk zu uns reden. Wir sind auf jeden Fall nicht so? Gott redet zu mir, wies mir das. Und doch unsere Bibel, als besieden Bad, Stoff, aber Bibel, Gott will zu uns reden, Gott wird zu uns reden. Und wir müssen Gott seine Stimme segnen. Das nächste ist, weil wir praktisch Jesus Christus in jungen Wort beleven, durch Glauben. Paulus sagt in 2. Korinther Kapitel 5, der 7. Vers, er sagt, wir leben noch in einer Zeit, wo wir glauben, und noch nicht, wo wir sein. So wir müssen wörtlich im Glauben annehmen, dass Jesus du wörtlich ist. Wenn wir nicht mit unseren Augen kann sein, und es sind Zeiten, wo wir nicht alles verstehen können. Wir müssen im Glauben und Vertrauen dort annehmen und dort ausleben, als das so ist. So als das so ist, dass Jesus bei uns ist. Und im Glaubensüben, wo wir dort beleben, dass Jesus mit uns ist. Nächstes ist, der Gehorsam sein. Jesus sagt in Johannes Kapitel 14, 15 Vers, sagt, wer mir Gott ist, wird mir geboten haben. Wenn wir wollen in Jesus Christus in jungen Wort leben, wir können nicht Entscheidungen merken, was freiwillig jungen Christus sind. Das wird einen Block bringen in unsere Gemeinschaft mit ihm. Dass wir nicht die gesunde Gemeinschaft können haben. Das meint, dass wir uns Leben anstellen tun, dass wir ein gesundes Leben haben. Und das meint auch, dass wir gehorsam sind in deinen Osten Kirche. Und ich will ein paar Sinn von dir, oder in vielleicht einem Monat oder so, wo ich eine Botschaft bringen in die Kirche deinen. Ich will uns von der Mut geben, wenn wir in Christus sind, wir sollen nicht so denken, wir wollen bis einmal in die Kirche kommen und stehen. Nehmen Port und in die Kirche halten. Sie gehorsam, zu was Jesus sagt, wir sollen Jünger merken von der ganzen Welt. Und wir würden dort sehr viel wirken, wenn wir würden alle Port sein von den Menschen ausleben. Und dann, das nächste ist, lernen, seine Stimme persönlich hören und kann. Lernen, was das ist, zum in Jesus in Jünger wird sein. Und hier kann ich nicht viel über sein, wo das wörtlich ist, aber wann das passieren wird, wie weit das ist. Und als wir länger und länger im Glauben sind, wir wollen das bis weiten, wir wollen das bis sperren. Gott, das was in uns, was wir nicht können, wörtlich aussprechen, kriegt, wo das ist, aber wir weiten, dass das ist. Ihr habt vielleicht das Beispiel, wo ihr hört von mir, wenn wir Brot haben, und wenn wir dort reichen down, einen Toaster nehmen und dort reichen down, das Brot kann niemals mehr gewöhnliches Brot sein. Das wird für immer gereichtes Brot sein. So ist dort, wenn wir Gott persönlich begegnen. Wir können das vielleicht nicht krank aussprechen, was passiert, aber wir wissen, was passiert. Und dort wir lernen, was das ist, um Jesus Christus seine Stimme lernen. Dort kann bloß durch mit Zeit, mit Jesus persönlich wandeln. Und eine Weg, wo wir in Jesus Christus in Jungen wird sein, ist, wir nehmen Zeit, mit ordentlich taub, kraxus wie hier von der Smarstone, taub Jesus segnen.
Ik wil ons van dem ook merken, waar we het niet abhieren. Wanneer we wieder gelegenheid haben, waar we met onder Christen taub komen, een onder Maut te spreken. Dat als wir een derg wat we in orde zijn, wo we God zijn in ons in het leven. We zeggen voor God, aber God als wir in orde te zijn en voor ons, dat men zijn jengen wordt zijn. En dat is waarom we taub komen en dat is waarom we taub overal gaan. Sag wel dat van de taubingen, maar overal. En zo zal zijn dat die worden van de gelegenheid hebben te ver te komen, als een bijspel, als een symbool, dat je te Jezus komt. Wo is overal een symbool, een bijspel van te Jezus gaan? Uiteindelijk, dat is een symbool van waar we de radung krijgen. Jezus Christus is de eeuwige God. Hij is de tweede persoon van de drie-eenigheid. Hij is de eeuwige God, wie een mens wordt, zodat hij kon maken ons leven. En hij leeft een leven wat volkomen weer, ohne Fehler, ohne Sinn, zodat hij braucht niet een Opfer geben für seine ene Sinn, zodat hij als eeuwige God kunnen Opfer geben für die Sündenschuld, für die ganze Welt, für alle Menschen, für alle Zeit. Wie 2000 Jahre terug, geeft Jezus zijn leven vrijwillig, dat hij op een kruis sterven deed. Zijn Körper wordt verbreken, zijn bloed wordt uitvergoten, zodat hij kon alle mensen de zindenprijs betonen. En dat is wat de avondmaal een symbool van is. Dan leert de Bijbel al die wie dat im Glauben worden aannemen, worden seilig. Ze kan zich sicher zijn wo ze met God stonden. Dat is een symbool van waar we de radung aannemen. De tweede is dat het een symbool is van waar we allemaal en jeder dag Jezus velen doen. Dat is een oorzaak waarom Jezus Christus brood broken deed. Als poort van de avondmaal. En dat is wegen voor die tijd en voor velen van ons, brood is een van de meeste dingen wat we eten doen. Jeder dag eten we brood. En dat is een bijspel voor ons, dat jeder dag veelt ons Jezus. Hij is dat eeuwig levensbrood. Johannes kapitel 6, de 51 vers zegt, ik zie dat leven je brood. Dat wordt van Himmel rauftheim. Wer van dit brood eten wordt eeuwig leven. En dat brood dat ik geven word, is mijn vlees. Dat ik door toe geef, dat de wereld leven kan. Nog een waar we overal een symbool is voor ons, dat we te Jezus komen kunnen, is dat als ware en ware een bijspel van Jezus zijn leven voor ons. Heb je nog maar twijfel dat Jezus ons werkelijk goed is? Denk bloos aan wat hij op een kruis deed voor die. Wanneer hij niet vrijwillig, wanneer hij niet die vrijwillig leven wordt, ik weet vanaf God, hij wordt niet vrijwillig gaan, zijn bloed uitgegoten voor die. En een weg waar overal een symbool is dat is een weg waar we bewijzen dat we Christus ongedaan zijn. Wanneer we naar den overal daar komen, we bewijzen daarmee dat is bloos der Jezus, wo der wie geraad kan zijn. Dat kan we niet doen. En we staan ons onder Christus als ons Rader. En wanneer we onder Christus staan en hij ons Rader is, dan staan we ons ook onder Christus, dat hij ons Herr is. En wanneer we komen te Jezus, we zijn ons, hij is Herr. Het nächste, het laatste is, wanneer we te overal komen, we houden ons denken, dat in Christus hebben we alles wat ons fehlt. In Christus hebben we vergeving. In Christus hebben we vrijheid. In Christus hebben we heilung van verschillende dingen. In Christus hebben we vrede. En lieve vriend van Deus Mars, kennst du Jezus? Weißt du meer van Jezus? Weißt du meer van Jezus in dein leven, dat hij zijn leven kan door dit leven? En zo ik wel van Deel, we worden een klein beetje sluiten met de boodschap van Deel.
Ik wil ons van der moed merken. Ik weet, er zijn meerdere van jullie, die vielleicht met aller zijn, wat niet zo goed kan gaan. En die zijn plaatswijzer wat jullie kan helpen. Maar van der eerste dag, wo ik wil jullie de gelegenheid geven, om naar ver te komen, over een mot te nemen. Ik wil een klein beetje erklären, waarom dit een powerful en krachtig symbool is. Wanneer we naar ver komen, we zijn damit, we nemen den stap van geloven. We nemen den nächsten stap. En voor u, wanneer u hier bent, of Lothar hier in was online, en u nog niet den stap hast genomen, dat is wat dat een symbool voor is. Wanneer u van deel hier bent, en du fällst, du musst sie weiter frisch abmerken mit Gott. Noch fern kommen für Abendmahl. Als ein Beispiel von den Stab von die Abmerken mit Gott. Und von der, wenn die in Frieden fehlen det, und Gott fehlen det, wer die verstanden wird, die treisten Wort vor einmal du der hier ist. Das ist ein Beispiel für die, dass du nach fern kannst kommen und dort zu nehmen, was Jesus die anbieten det. So ich will von der schließen und dann wollen wir übergehen zur Abendmahl. Jesus Christus, Dankeschön für was du getan hast. 2000 Jahre zurück. Die Lebensmal so ein harten Leben. Aber ein Leben, was vollkommen ist, vollkommen ohne Fehler, vollkommen ohne Sinn. Dass du die Opfer kannst sein für uns, dass wir dort ewig leben können haben. Und Jesus Christus, wenn du von dir smarst, uns reden das. Und du uns hören das. Jesus, wir haben ein Verlangen, mehr von dir. Und Gott, verken erst so viel Stolz, so viel Pracht, was in Stichstunden das. Und Gott, ich bete von dir, dass du wirst in uns arbeiten. Meine Söhne sind von der, wer mit diesem Stab nach fern kommen, sollen sich abmerken mit dir. Ich bete von dir, Gott, dass du wirst in ihr Hort schaffen, dort von der ist der Tag, wo sie sich abmerken mit dir. Wir beten alle das in Jesus Christus in Namen.